Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ja, ist ein bisschen länger mal hier wieder, seit ich gezockt habe. Bei mir läuft sowieso ziemlich viel gerade ab. Wohnzimmerrenovierung und zusätzlich dann auch noch an der Masterarbeit weiter am Werkeln und pipapo. Heute habe ich Forschungskolloquium Etwas gehabt. neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, egal. Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich da ab. Scheiße, der kam überraschend. Der kam überraschend, ja? Ja. Was ich eigentlich sagen wollte. Ups. Uah, heute habe ich Forschungskolloquium gehabt. Das bedeutet so viel wie, dass ich meine Masterarbeit und die derzeitige Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich Ergebnisse alles. präsentiert Nur Scheiß habe, auf Lavendel. wie weit Bring ich mir bin. was zu rauchen. Ende. So, Wie okay, auch immer, ich Busa will werde was zu dieses Zeug rauchen. suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf, hier rumzumotzen. Ah, okay, macht Ja, Sinn. okay, tut mir leid, Bruder, ich dreh hier nur langsam durch, weißt du? Keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lange. Hörst du? Du sehe ich da Ja, noch irgendwo. Ende. Du sehe ich da noch irgendwo. Ja, da ist es. Ja, wie gesagt, Forschungskolloquium habe ich heute gehabt. Ich habe präsentiert heute, wie weit ich denn mit meiner derzeitigen Ergebnisse bin und mal ein bisschen vorgestellt, wie weit meine Interpretation ist und meine Arbeit. Kam gut an übrigens. Wenn ihr wollt, dass ich mal explizit was erzähle, womit ich derzeit arbeite, was ich derzeit an Archäologie erforsche und an welchem Projekt ich da für die Masterarbeit arbeite, dann gebt mir doch gerade Bescheid. Also es kam auf jeden Fall ziemlich gut an und wird als Achse in die Forschung eingestuft. Fazit war im O-Ton wissenschaftlich wertvoll. Das erfreut mich dann auch, da weiß man dann auch, dass man gescheite Arbeit macht und dass es auch der wissenschaftliche Welt was nützt, was ich da mache und nicht einfach nur, ja, in die von 1000 Literaturarbeiter schicken wir mal wieder auf Ablage F und dann interessiert das kein Mensch mehr. Waren wir hier nicht schon mal? Ne, das ist schon fast am weißen Gebiet, aber hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Horse Lake, Nero-Kontrollpunkt, ja, das war mit dieser Müllkipper, ne? Hier dürfte ich auch die Horde schon platt gemacht haben. Nett sieht's aus, ja, vor allem mit dem Fussellicht-Ding, was hier noch irgendwie steht. Reizend, wirklich reizend. Halte mal eine Gaula, da wird noch irgendein Symbol angezeigt, was ich nicht kenne auf dem Minimap. Hordenstrategie? Herr Uff! Herr Uff! Guck mal jetzt bloß nicht mit einer weiteren Horde. Meine Fresse. Ich wollte gerade sagen, die müsste ich doch ausgerottet haben, die Horde hier. Ja. Also hier irgendwo muss es kruscht geben. Okay, dann finden wir doch mal Lavendel. Das war doch relativ... Ja, so ist doch. Joink. Wir wissen ja alle in etwa, wie Lavendel aussieht. Ja, zusätzlich, wie gesagt, sind auch noch Handwerker im Haus. Deswegen nehme ich erst Ovens auf. Heute ist Freitag, der 14.06. genau. Und ich nehme jetzt Ovens auf, dass ich wenigstens noch 3 Episoden zusammenkriege. Tagsüber ist der Lärm tatsächlich nicht wirklich auszuhalten, ihr liebe Leute. Das ist ziemlich heftig und laut. Und do, aber gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal um. Ach, wenn es hier rumscharwenzelt. Geh mal hoch. Geh mal hoch, egal was jetzt hier passiert ist. Darum kümmern wir uns später. Klingt auf jeden Fall Kikakaku köstlich mal wieder. Aha. Oh, hallo, Herr Verfaulter. Ach, Pistolenmunition. Njam, 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 njam. So schön halb verrottet. Hier gut abkangenes Steak. Was ist denn hier noch? Tja. Sehe ich jetzt erstmal nichts. Das heißt, ich muss wohl exakt da runterrennen, wo die Freakers sind, ne? Ah, da ist er. Der Freakazoid. Adieu. Geil. So, dann wollen wir mal runter. Okay. Die macht aber Lärm für 5, ohne Scheiß. Das ist teilweise richtig heftig. Aber ich denke, dadurch, dass ich jetzt hier mein künstliches Licht nochmal eingeschaltet habe, ist das Lichtverhältnis auch gleichmäßiger, als es tagsüber ist.
Denn wenn ich tagsüber aufnehme, dann ist dann immer gegenüber vom Fenster ist noch das Nachbarhaus. Und durch die Sonnenreflexion halt ziemlich heftig durch die Weißfassade. Und ja, deswegen sind die Lichtverhältnisse teils mal schwammig, dass es dann etwas flimmert alles. Und dadurch, dass ich jetzt mit künstlichem Licht mal Ovens aufnehme, ist es, glaube ich, auch mal wirklich etwas einheitlicher. Es ist zwar nicht ständig der natürliche Licht, ja, aber es ist auf jeden Fall mal etwas einheitlicher, das Ganze. Das wird jetzt lustig auf dem Rückweg, ihr liebe Leute. Ich befürchte doch fast, dass da überall die Freaker-Kumpel unterwegs sind. Deswegen fahre ich jetzt auch nicht so schnell. Wobei, scheiß drauf, je schneller, desto besser. Und der Helm können wir wieder tanken. Insofern, fuck it, Struff, YOLO. Ich hasse den Ausdruck eigentlich wie die Pest. Genauso wie wenn jemand nice sagt. Ah, vor allem ohne englische vorherige Satz, einfach in einem deutschen Satz. Das ist total nice. Oh, Alter, da krieg ich die Käsegichter. Krieg ich die Oberkrätze und Pickel am Arsch noch dazu, weil es so schä ist. Meine Fresse. Ist ja schön gut, wenn Leute englische Begriffe sagen, aber dieses, oh, ist voll nice. Ich hasse es. Ich hasse es. Das habe ich, glaube ich, schon in diverse Let's Plays gesagt, aber ich kann es nicht oft genug betone und wiederhole. Okay, dann. Hier dürfte wieder das Zeug respawned sein. Das nehmen wir auf jeden Fall wieder gern mit. Und ja, respawned ist in dem Fall in dem deutschen Satz nicht schlimm, wenn ich das mit dazu sage. Denken Sie mal drüber nach. Und hab nochmal Kerosin. Komm, nimm es auf. Wir haben 3 Mollys, das ist gut. Jo. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Wie war das mit Kreis, ne? Warte mal, halte mal eine Gaulade, muss ich doch näher dran ans Bike. Und dann zapfe mal. Gluck, 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 gluck. Der schluckt wie ein Trucker zur Sperrstunde, der Motor. Unglaublich. Gut, dann wieder zum Botzer hoch. Und dann gucken wir mal, was der Schnapser noch jetzt für einen Lavendelumschlag von uns kriegt, wie er es von Sarah gelernt hat. Hausgemacht. Wohl bekomm's. Hey, Boozer, Gott, verdammt! schon komisch, ich habe mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen. Okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na, Ist doch schön. alles gut. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey, hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Man kann sich ja in seinem falschen Männerstolz total verletzt fühlen. Ich meine, er gibt nur Medizin, das kann er jetzt auch nicht mehr. Der schwitzt ja wie eine Sau, der Kerl. Der hat Schmerzen wie Hund, gibt's nicht zu. Statt einfach mal Dankschä zu sagen und sich mit dem Zeichei zu schmieren. Also, naja, 47%. Ich muss Busa am Leben erhalten. Ja, das versuche ich nach wie vor. Auch wenn das uns nicht gerade einfach macht. War wohl eine ganze Weile weg. Wie geht's dir heute Morgen? Beschissen. Ich will geschlafen. Okay, bei dem gibt's ja wohl nichts Neues mehr. Beim Boozman, hier können wir nichts mehr holen. Okay. Das leuchtet so lustig auf, aber nee, ihr es auch nicht. Ihr Hot Springs leuchtet nicht lustig auf. Okay, dann scheint ja wohl hier noch irgendwas Neues, Tolles zu sein. In Stücke gerissen. Ach ja, stimmt, Copeland hat ja noch einen Job für uns, ich erinnere mich. Machen wir jetzt einfach mal die Schnellreise. Was soll der Scheiß? Komm. Machen wir das einfach so. Ich möchte jetzt nicht immer durch die Wastelands hier rumgurke. Wobei, Wastelands kann man es auch nicht nennen. Es ist eigentlich ja die unberührte Natur von Oregon, die wir hier vor uns haben. Also insofern... Jo, aber trotzdem ist es infiziertes Gebiet. Ich meine, wir haben jetzt nämlich so abartig infizierte Gebiete wie am Anfang noch. Aber trotz allem ist das alles noch ganz schön vergrützt hier. Ah, geht wieder der Punk ab. Mach das Tor auf. Er war schon mal hier. Bist du da? Ist das wieder Tucker? Ja, ich höre. Was ist?
Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und 3 andere mit. Oh, oh. Erkai folgte ihnen so weit wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Er kam zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt. Okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Okay. Neue Mission freigeschaltet. Was haben sie getan? Da kümmern wir uns auf jeden Fall nochmal drum. Na gut, da können wir jetzt nichts außer Tanker. Benzin ist nicht so leicht zu kriegen. Das stimmt wohl allerdings. Deswegen kostet die Benzinladung auch kühle 70 Cent. So, dann schauen wir mal. Copeland hat einen Job. Damon. Job verfügbar. Wie geht's dir? So, du militanter amerikanischer Urtyp. Weg. Gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cope. Ich hab zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp, nicht? Hier, in der Cascade-Wildnis. Ripper, hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cope? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Interesse an einem Ripper Camp. Okay. Mach das Camp ausfindig. Machen wir doch glatt. Wo müssen wir dazu hin? Dort in die Gegend. Okay, Cascade, Funkturm, Hinterhalt Camp. Ich erinnere mich, ja. Hinterhalt Camp. Dann machen wir doch glatt mal die Schnellreise, ne? Den ich mal glatt sage, wenn das da wirklich um die Ecke ist, dann gehen wir da auf jeden Fall mal hier. Und da müssten auch noch genug Benzinteile rumliegen, dass ich da nochmal voll tanken könnte. Zumindest ist es die Vermutung von mir. Ansonsten scheinen jetzt die Ripper vermehrt in den Fokus zu geraten, denke ich. Wird noch interessant. Usman, bist du wach? Boozer. Ja, Dick. Okay, da muss ich hier. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Boozer. Was zur Hölle ist mit denen Ja, los? da ist Alkai meint, Benzin. die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Ups. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich mir. Ripper. Gegen Ende. Okay, ja, wie gesagt, jetzt noch. Ups, Moment, da war Kerosin, habe ich gesehen. Dick, bist du da? Oh, ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Und dann 2 Sekunden. Okay. Usman, danke, Bruder. Ich komm rum. Alles klar, da bin ich jetzt mal gespannt, weil wie gesagt, das wird natürlich nochmal etwas brisanter, wenn ein Kopfgeld auf die ausgesetzt ist, auf die 2 Jungs hier. Die Farewell Wildnis, vor allem, die Farewell Wildnis ist voll von gegnerischen Camps. Sie setzen sich aus Plünderern, Rippern oder Anarchisten zusammen. Mörder und Diebe, die Jagd auf die Schwachen machen. Schalte sie aus und mache die umliegenden Camps der Überlebenden sicherer. Klingt fair für mich, ja. Interesse an einem Ripper Camp. Jo, da müssen wir hier. Klar, man sieht ja auch hier absolut Wildnis, während hier das eher schon fast in eine Ödland übergeht. Okay. Kommt hier eine kleine Filmsequenz oder sowas nettes? Nö, aber wir lassen mal hier unser Bike stehen. Wechseln auf die Waffe. Und ich höre so ein paar verranzte Widerlinge ihr kryptisches Zeug schwafeln. Ah ja, das sind sie. Speaking of Widerling. Da sind sie. Hoppla, neuerdings tötet das nämlich mit einem Schuss. Arschloch. Was wollt ihr hier, ha? Hier macht niemand von euch mich fertig. Das kann ich euch zumindest versprechen. Ihr Gesichtrianer. Leichenschmaus. Ich komme dich holen. Hoffentlich nicht. Pfui Teufel, Ripper. Ah, da ist noch so ein Widerling. Ups, das war wohl nix.
Hier ist dein Mutter sein Gesicht. Arschgeig. So. Halten wir den Gaul an. Wir basteln gerade mal wieder noch. Ah ne, das war einfach nur der hier. Okay. So. Hoppenla. Das kam ziemlich nah, ja. Moment, halte mal den Gaul an. Ich habe doch gerade, ich glaube... wie? Ich habe nur Stiefelmesser. Das ist aber nicht so schön. Warte mal, dann habe ich auf jeden Fall eine Handfeuerwaffe für dich, du Arschloch. Hier. Autsch. Autsch. Arschgeig. Aufkehrt Wert. Hinabsteigen, dann steig hinab! Sausack. So, Moment. Die Ripper-Klinge schnappen wir uns doch gleich. Die sind nämlich ziemlich gut, die Dinger. Der ist sterilisiert, denn er hat Sterilisierungsmittel bei sich. So sieht er aus. Warte mal. Für dich habe ich auch was. Ah, das ging ja fix. Das war ja ein sauberer Schuss. Messer rein, Gedärme raus. Dann gehen wir wieder auf die Armbrust. Und schauen wir, was wir hier abstauben können. Eine Rauchbombe. Hallo. Aber für euch, für meine gute Freunde, Hier ist ein verdammter Weg! kommt nur MG in Frage. Jetzt wissen die sowieso, wo ich bin. Insofern interessiert keinen. Moment. Ah. Ihr habt meinen Bruder verletzt und wisst ihr was? Das werdet ihr wissen. Gretel hinter der Heck. Und du, Sausack. Drex Ripper. Der Herr Nacktoberkörper. Scheiß Typ, Alter. Erstmal heilen wir uns. Und da ich halt immer ein Fan von Abteilung Attacke bin, renne ich halt immer volle Kanne in die Scheißerei. Upsi. Legitim, ja. Da hätten sie mich wohl mit einer Rohrbombe ausgeschaltet. Okay. Weiß ich Bescheid. Mit meiner Armbrustbolze mache ich bei weitem nicht mehr so viel Schade wie gedacht. Ich musste unbedingt wieder Reißskiller. Hallo, meine Gaula. War das nicht hier irgendwo mit dabei? Genau. Ich denke, du wärst Reißskiller. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du. Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Boozer. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich Okay. mir. Ripper. Liegen Ende. Gehen du nochmal entsprechend dran. Ah, das war natürlich eine Rauchbombe. Wie dumm. Okay. 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 Das ist gar nicht mal so blöd. Tja, hier bin ich. Okay, das war jetzt wieder blöd. Okay. Na gut, wir probieren es halt von da aus noch einmal. Scheiß drauf. Drauf geschissen, die müssen erstmal zu mir hochkommen. Okay. Ups. Was? Das sieht doch schon mal gar nicht mal so scheiße. Gar nicht mal so scheiße aus. Autsch, 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 tut doch weh. Aua, aua. Scheiß Typ. Meine Güte. Rasenmäher Machete nehme ich auch gern. Ja, der Herr sterilisiert. Was ist das? Das Geschenk des Schmerzes. Predigten von Ripper. Klingt ganz besonders bezaubernd. Autsch! Okay, also die Nahkämpfer könnten allmählich in meine Richtung hier wackeln. Die wollen, dass ich mich ihnen anschließe. Okay. Will ich aber nicht. Ihr seid mir etwas zu unzivilisiert und ungewaschen. So. Ja. Ich bin nicht verirrt, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Um die March zu zitieren. Pah, sich mit Mutanten anfreunden, dass ich nicht lache. Ah, dahinter sind schon wieder welche.
Was babbelst du? Dummkopf? So. Da war irgendwo noch ein Bärefall, wenn ich mich richtig erinnere. Also aufpassen, wo ich hier latsch. Das sind halt so richtige Arschgeige, die überall auch so einen Dreck hier setzen, damit man in eine Bärefallerei rennt. Und ich kann mir an Faller selten was Widerlicheres vorstellen, als in eine Bärefallerei zu rennen. Das wird ja auch bei The Walking Dead von der Telltale Games Serie mal thematisiert. Ich glaube in der 2. Folge von Staffel 1, wo dieser Lehrer in die Bärefallerei tritt und dann mit der Axt der Speer amputiert kriegt. Oh Mann. Das ist so richtig hässliche Scheiße, die man sich einfach nicht wünscht. 6 von 14 Ripper sind schon hinüber. Ups, die ist mal zwar volle Kanne in die Schussbahn gerannt, aber das war auch ein gewisses Können, die zu treffen. Der ist mal ab direkt vorne dran gerannt. Der Gret lach ich. Was, hieß der Troy? Troy, lebe. Ups. Wow. Arschgeigerig. Geht's noch? Oh Mann. Die sind auch nicht so unerschätzt, die Knabe. Warte mal. Da. Arschloch. Ich hab's hakt. I think it hacks. Ich brauch Deckungsfeuer. Ich wasche mich mit einem Lappen, den ich an einen Stock gebunden habe. Meine Fresse. Wobei das im Englischen eigentlich witziger ist, diese Simpsons-Szene. Oh, I wash myself with a rag on a stick. So, alles drauf. On. Da ist noch eine Frau übrig, habe ich das Gefühl, ne? Ich glaube, die dürften bald erledigt sein. Die Jungs und Mädels. Autsch. Hi. Du Ripper-Schönheit. Ja, es sind nur noch 2 übrig von den Jungs und Mädels hier. Autsch. Irgendeiner ist auch in meiner Nähe. Ripper-Psychopathen, jetzt auch in ihrer Nähe. Ah, da ist er. Da ist er. Der Feuerwaffen-Champ. Nur noch einer übrig. Au. Okay, die haben noch so Dose-Faller. Ja, irgendwo in der Nähe muss er noch sein. Rohrbombe. Die hätten ziemliche Wirkung, diese Rohrbombe. Halten die sich hier Freaker? Dreckschweiner. Da ist er. Komm mal her, Gesichtrian. Ich könnte jetzt auf den Ripper. Ah, es ist eine Ripperin mal wieder. Okay. Die sehen ja alle gleich aus. Also Entschuldigung, durch die glatzköpfige Einheitsuniformierung in der Frisur sehen die halt alle gleich aus, diese Ripper. Und bis man mal näher dran ist an den Typen oder Mädels und dann mal die Stimme hört, beziehungsweise einmal hört, was die schwätzen, erst dann kann man wieder richtig unterscheiden. Ich will keinen Ausdauercocktail, ich will hier so einen lustigen Verband benutzen, damit ich mir nämlich den hier direkt holen kann. So, okay, den Ripper, dann klaue ich noch fix sein Ohr. Und ich denke, übermorgen kann ich dann definitiv auch da noch weitermachen. Mir geht es jetzt erstmal darum in der heutigen Episode, dass ich heute noch die Ripper hier kalt mache, die hier noch rumschwirren. Diese eine Ripperin. Ich gleich mehr als getroffen, gleich bin ich tot. Komm schon. Ach, verflixte Scheiße nochmal. Mama, halt Abteilung Attacke. Ich hasse diese Scheiße. So rum. Dieses blöde Geziele und nie Treffer. Ich hab die Schnauze voll. Attacke! Oh Gott, Herrgott, nochmal Dieg. Okay, das gibt wieder ordentlich Erfahrungspunkte. In Stücke gerissen, 18%. Ziel Ripper. Ich muss herausfinden, was es mit dem Kult Rest in Peace auf sich hat. Aller hopp. Gut, da würde ich sagen, das Plündern beginnt übermorgen, ihr liebe Leute. Da sehen wir uns dann wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder.
Ayan, Es ist erledigt. Waffennummerwechsler. Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. St. John. Hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken. Mark Copeland, Ende. Dankeschön. Gut, dann noch einmal. Ayan Yankee.